Nachdem die Assassinen die Templer in London besiegt hatten, genoss die Stadt 20 Jahre lang einen gewissen Frieden. Bis zum Herbst des Schreckens. 1888 wird London in Angst und Schrecken versetzt durch eine Reihe von grausamen und nicht aufklärbaren Morden. Die Bordelle von Whitechapel wirken warm und sicher im Vergleich zu den dunklen Straßen, in denen Prostituierte ermordet und auf groteske Weise der Welt zur Schau gestellt werden. Jacob Frye jagt den schwer zu fassenden Mörder, um dem Schrecken von Jack the Ripper ein Ende zu setzen. Beeilen Sie sich, Mr. Finch. Das ist die Story unseres Lebens. Mr. Weaversbrook, ich weiß, Sie haben noch mehr Briefe vom Ripper. Sie sollten sich doch von mir fernhalten. Sie dürfen sie nicht veröffentlichen. Sie haben einen unbekannten Schurken in eine Legende verwandelt. Das ist genau, was er will. Jacob! Endlich habe ich dich gefunden. Es geht um den Ripper. Er hat es wieder getan. Katie? Oh, bitte nicht. Nein, das darf er nicht. Lizzie? Nicht beide. Derselben Nacht. Nelly, denke an meine Worte. Jetzt geh. Wie viele Assassinen müssen noch sterben, bevor du die Wahrheit sehen wirst? Nur noch einer, Jack. Du hättest glauben sollen, Jacob. Und jetzt werde ich dich jagen. Ich weiß, dass du hier bist, Jack. Hat der Meister des Schreckens etwa Angst, sich zu zeigen? Ich bin dein Schatten, Jacob. Und da sind wir wieder 20 Jahre später, nicht in der Haut von Evie oder Jacob Frye, nein, diesmal in der Haut von Jack the Ripper. Und wer mag er wohl sein? Und vor allem natürlich, welche Beziehung mag er zu Jacob und Evie führen? Ja, verfolgen. Ich werde jede von ihnen ausweiden, wenn das der schnellste Weg zu dir ist. Tutorial Angst. Es startet schon ein bisschen ungewöhnlich, muss man zugeben. Der Schrecken, den Jack in London verbreitet, basiert auf seinem Einsatz von Angst. Eines von Jacks Angstgeräten ist der brutale Takedown. Wird der brutale Takedown bis zum bitteren Ende ausgeführt, versetzt er alle Gegner, die ihn beobachten, in Panik. Haben Sie bei einem klassischen Attentat X gedrückt, um einen brutalen Takedown zu beginnen. Folgen Sie nach den Anweisungen, um ihn abzuschließen. Ja, das ist mein Takedown. Komm schon, du Monster. Bringen wir es zu Ende. Lauf wie du willst, Jacob, ich krieg dich. Ah, zufällige Zivilisten, das darf ich also nicht, ist mal interessant, ja. Ich muss nur deinem Geruch folgen, dem Geruch eines verwundeten Tiers. Alter, ist das crazy. Da haben wir uns natürlich schon. Vor mir verstecken. Das Angstsystem. Was ich gerade sagen wollte, man am vorhin Jahr, wo Jacob da ankam,
hat er eine Botschaft an der Wand gelesen. Das kann man nur mit dem Adlerauge lesen. Das Adlerauge ist eigentlich das klassische Zeichen eines Assassinen. Also könnte man doch davon ausgehen, dass ja, Jack the Ripper, na gut, wir kennen noch Sprungfeder Jack und so, aber es wird wohl kaum der gleiche sein, wegen 20 Jahre später und so weiter. Wobei, Jacob ist auch 20 Jahre älter und ist noch ganz vital dabei. Ich glaube aber eher, dass halt Jack the Ripper wohl ein Schüler oder ein ehemaliger Schüler halt von Jacob ist, Assassin halt von dem her. Und der jetzt irgendwie Gefallen am Töten gefunden hat, wa? Gehen reagieren in 3 Abstufungen auf den Schrecken des Rippers. Ruhig, verängstigt oder panisch, jo, auch schon gesehen. Gegner zunächst. Was Angstreaktionen verängstigen ihre Gegner zunächst und versetzen ihn dann in Panik, okay? Todesschrei oder Spießen. Wir können das irgendwie einsetzen. Alter, was ist denn das für ein Typ? Halt! Willst du mich, Jack? Dann komm und hol mich! Das ist nicht unser Weg. Das ist nicht gut, Jacob, das ist nicht gut. Ich will dich nicht töten. Gut, ihm klappt das nicht. Hätte mich auch gewundert. Mir entkommst du nicht. Trotz allem muss ich sagen, es ist eine sehr, sehr interessante Verfolgungsjagd. Jacob, renn. Renn um dein Leben, bitte. Ich will dich nicht töten müssen. Nicht zurück in dein Loch, kleine Maus. Wo willst du denn hin, Jacob? Jack, du bist krank. Erkennst du die Ironie nicht, Bro? Jack, Nur du weißt, wer der Ripper ist. Aber du kannst es niemandem sagen, weil es dich und die Assassinen... Nein, 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 nein! Jack, wir können dich heilen. Mich heilen? Ich bin die Heilung! Und damit noch einmal herzlich willkommen zu Assassin's Creed Syndicate. Zum DLC von Jack the Ripper. Ein Monat später in Whitechapel. Miss Fry, Inspektor Eberlein. Warum genau haben Sie mich herbringen lassen? seit Monaten jagen meine Männer und ich den Ripper rund um die Uhr und wir haben nichts vorzuweisen. Jedenfalls nichts für die Öffentlichkeit.
Was hat der Ripper mit mir zu tun? Mein Bruder hat mich aus Indien hergerufen. Kann das nicht warten? Soweit ich weiß, sind Sie vielleicht die letzte Assassinin Londons. Wie meinen Sie das? Wo ist Jacob? Wenn ich das wüsste. Ihr Bruder ist unauffindbar, während ein ungreifbarer Schatten die fürchterlichsten Verbrechen begeht, die diese... Und Sie glauben, das ist kein Zufall? Der Mörder ist wählerisch und leidenschaftslos und hat bisher nicht eine einzige Spur hinterlassen. Ein solches Talent für das Töten, ohne entdeckt zu werden, habe ich nur einmal erlebt. Bei meiner Arbeit mit Ihnen beiden. Und deshalb hat Jacob Sie gerufen, bevor er verschwand. Sie meinen, er ist tot? Das würde ich nicht wagen. Doch wenn dem so ist, sind Sie die einzige Person, die den Ripper stoppen kann. Kommen Sie. Und so spielen wir endlich wieder Evie Fry. Wann werdet ihr dieses Monster endlich Ich erwischen? bringe Sie an den Ort, wo der Ripper zuerst zuschlug. Ihr seid unfähig! Mal gucken, was haben wir noch alles im Petto. Willkommen bei der Jack the Ripper Kampagne. Von Level 10. Das Credo eines Monsters. Sie hat eigentlich gehofft, dass noch irgendwie etwas steht von wegen Sequenz 10 oder so etwas. Jo, Evie Fry, 10 Jahre später, was mit Jacob passiert ist. Vielleicht ist er tot, vielleicht auch eher weniger. Mal gucken. Auf alle Fälle, ja, wird es interessant. Vor allem, ja, jetzt mit Evie 20 Jahre später, ob sie in der Verfassung ist, gegen Jack the Ripper anzutreten. Natürlich noch eine ganz andere Frage. Was haben wir sonst noch hier? Wir schon dachte, natürlich nicht mehr so viel hier zu entdecken, um freizuschalten. Ist eigentlich auch verständlich. Angstfähigkeiten. Ne? Ist halt die Frage, ob wir die auch brauchen. Und ob die halt vor allem für Jack da sind. Kommt sie der Story voran? Ja. Sie mich jetzt mal anbenötigt. Also das hier, okay, kein Problem. Kommt die Story voran, wenn es nachher freigeschaltet. Ja, wie gesagt, das halt die große Quizfrage war. Ich denke mal etwas Besseres. Gut, man sieht, man kann es unabhängig halt von der Hauptstory kann man es irgendwie spielen. Ich habe bei der Hauptstory ja so viele, auch geile Waffen so freigeschaltet. Der Kritiker. Oh, muss ich erst noch kaufen. Gut. Jo, man schaut wieder komplett neu. Ist jetzt geil so nicht, ist natürlich eine andere Frage. Die Presse scheint immer zuerst davon zu erfahren. Wenn wir ankommen, sind alle Beweise bereits zertrampelt und am nächsten Tag triefen die Schlagzeilen vor Blut. Die paar hundert Yards zwischen Flower und Dean Street sind so gefährlich geworden, dass meine besten Constables Angst haben, nachts in Whitechapel auf Strafe zu gehen. Nehmen wir doch eine Kutsche, ja? Ich möchte nicht schon wieder ein Ei ins Gesicht bekommen. Ich fahre. Was ist aus dem Bezirk geworden? Whitechapel ist voller Verbrechen, Miss Fry. Hier regiert allein der Schrecken. Woanders werden die Reichen reicher, aber hier leben die Armen von den Ärmsten und kämpfen jeden Tag ums Überleben. Übrigens sind wir schon mal... Jetzt. Gebiet Whitechapel sind, kann ich eigentlich die anderen Erinnerungen haben wir hier 2. Kann direkt mal gucken, wa? Okay, hier können wir also nicht hin. Es ist echt nur City of London. Plus Whitechapel selbst. Hier haben wir eine Goldtruhe, hier haben wir noch 2. Okay, noch 2 Erinnerungen. Hier sind es 3, also 5 insgesamt. Ja, man sieht, Jack wird nicht lange dauern. Ruf als Hort der Wilden, Monster und Werwölfe, die ehrliche Bürger in ständige Angst versetzen. Ganz genau vor dem Ripper. Jo, ganz genau. Nicht weit von hier wurde Mary Ann Nichols ermordet. Ich kannte sie als Polly, so wurde sie von ihren Freunden genannt. Aber die Frau, die hier starb, ist nicht dieselbe, die ich ein paar Mal im Frying Pan Pub traf. Wer war sie dann? Ich habe gehofft, das könnten Sie mir sagen. Sehen Sie bitte selbst. 20 Jahre älter, ich schätze mal so um die 50er rum und immer noch im Dienst. Das ist natürlich auch nicht Hier hat schlecht. der Ripper seinen ersten Mord begangen. Wurde Miss Nichols identifiziert? Ihr Ehemann hatte sie seit 11 Jahren nicht gesehen. Er hat diese arme, geschändete Frau nur kurz angesehen, bevor er die Frechheit besaß, ihr für das zu vergeben, was sie ihm angetan hatte. Die Presse berichtete, dass Miss Nichols den Abdruck eines Rings am Finger hatte. Er wurde gewaltsam entfernt. Dasselbe gilt auch für die anderen Opfer. Bin ich mal sehr gespannt, Leute.
Weil, wie schon mal früher mal erwähnt hatte, kenne ich ja diverse Interpretationen von Jack the Ripper. Also wurde schon in diversen Filmen und so weiter und so fort schon verwendet. Und was ich gerade so ein bisschen im Hinterkopf habe, wo gerade das mit dem Ring erwähnt hat, ist halt noch der, ich glaube, 5. oder 6. Detektiv Conan-Film. Weil da gab es eine Anspielung auf Jack the Ripper und wer er wirklich war und so. Natürlich, man weiß bis heute nicht, wer er wirklich ist, aber ist halt unterschiedlich interpretiert. Ich bin gespannt, wie man das hier umsetzen will. Todeszeitpunkt nach 3 Monaten, mehrere Wunden. Gut, das hätten wir. Was haben Sie entdeckt? Einen Moment. Das ist neu, die genaue Beschilderung. Ja gut, hier stürzt sich. Ich schätze mal nicht, dass hinten noch etwas ist. Dann muss ich ja weiter vorne. Wir drücken sie L. Ich mache doch schon die ganze Zeit L. Wenn sie hier... Ja gut, zeigt sie, war. Hui! Dann, ja, hier oben. Blutspritz. Ein seltsamer Ort für Blutspritz. Offenbar hat er das im Blut getränkt, diesen Baum getroffen. Hat der Ring? Ein bisschen schwerfällig. Ach, das erinnert mich wieder sehr ein bisschen an die Batman-Spiele, das ist irgendwie ähnlich. Ah, okay. Ah, mit der, ja, Nachstellung war von diversen Situationen. Wobei wir ganz ehrlich fragen, wenn das erste Opfer ist. Und Jacob war ja hier auch schon unterwegs und er kannte die Identität des Rippers. Warum zum Henker waren hier nicht auch schon? Er muss doch irgendwelche Spuren auch schon... Naja, vermutlich eher weniger. Ich habe ihren Ring. Ein Assassinenring. Sie muss ihn während des Kampfes weggeworfen haben. Ein verzweifelter Versuch, die Bruderschaft zu schützen. Sie glauben, es gab einen Grund? Ja, und die Nachrichten beschuldigen die Polizei, mich, die wichtigste Stadt der Welt, zurück in urzeitliche Barbarei verfallen zu lassen. Ich muss mich entschuldigen, Miss Fry. Ich habe noch in Whitechapel zu tun. Guten Tag, Inspektor. Danke für Ihre Diskretion. Das Credo eines Monsters abgeschlossen. Jo, der Anspiel ist schon mal sehr, sehr spannend. Geht hoffentlich so weiter. Eberlein, Sympathisantenaktivitäten. Ja, Aktivitäten im Bereich Kopfgeldjagd, die Kampfclubs. Oh nein, nicht das schon wieder. Ich muss Jacks Einfluss auf die Gangs in London brechen. Das Ganze mal ohne Unterstützung, ganz alleine. Also hier wird es schon ein bisschen unvorteilhaft dargestellt, das wäre schon irgendwie 60 oder so. Aber das ist noch so vital, das muss ich sagen, ist beeindruckend. So, die Unseligen, da geht es weiter. Hier, wie gesagt, seht ihr, Flot haben wir auch noch. Ah, ne, da waren wir schon. Also eine ist hier abgeschlossen, war, finde also hier... ist auch eine abgeschlossen? Was zum Henker, wieso ist eine Erinnerung abgeschlossen? Hä? Verarschen? Naja gut, ist halt die Frage, sollen die echt hier machen? Also ich weiß ja nicht. Ivis-Erinnerungen, Attentatserinnerungen, Erinnerungsaussichtspunkt. Soweit ja nichts Neues. Also nichts mit Jacob, wie man da sieht, also ist, und mit Jack the Ripper auch nicht mehr, also wohl der Rest des Spiels aus Ivis Perspektive. Jo, warum nicht? Kann durchaus interessant sein. Ja. Für den Rest des Parts, viel Zeit haben wir nicht mehr. Wir können natürlich noch theoretisch ein oder andere noch testen. Sind es 4 insgesamt, hier sind es 3 insgesamt. Würde es sogar noch lohnen, die zu machen, wa? Jo, wir gehen mal ganz kurz hier hin. Wir machen auf den Rest des Parts diese Aktivität hier. Und dann in der nächsten Folge gucken, was hier sich sonst noch so anbietet für uns.
Und die Goldtunnel, die machen irgendwie zum Schluss, weil ich noch nicht gewonnen habe. Weil das Gebiet ist relativ klein und da halt überall durchgehe. Müsste doch theoretisch auch die Goldtour noch finden können. Habe ich jetzt eigentlich noch irgendwie... Ja, 2 Punkte habe ich. Nee, eben nicht, wir haben ja noch 0. Schnell bekomme ich die wohl. Ups, das war falsche Richtung. Lass los, Ivy, lass los. Will sie aber nicht gut. Ja, doch, sie wechselt doch eigentlich noch ganz assassinenhaft, von dem wir vom Alter noch nichts zu merken. Schleichmodus, gibt's nicht auch wieder. Geil, ja. Ah, jetzt ist schon eine Goldtruhe. So, worum geht's eigentlich? Verhör. Anständige Gerechtigkeit üben. Oh. Unentdeckt zu werden. Fahren wir zu schnell, waren langsam Abstand. Okay. Was ist denn hier los? Also vorsichtig fahren, war. Also im Prinzip... Oh, okay, langsamer fahren. Ich wollte gerade sagen, ja, im Prinzip ja nur eine Frage der Geduld. Gut so. Da muss ich zugeben, dieses Aufmerksamkeitslevel, der geht ziemlich schnell runter, hoch, wie auch immer. Was ist jetzt los? Was ist da los? Mann, da kann ich doch nichts für. Der hat mich gerammt. Alter! Das ist, wie gesagt, sehr faszinierend, was sie gerade tun. Alter, ja, ist gut, langsamer fahren. Wieso, die fahren doch auch so schnell? Das ist eine Frechheit, ey. Das sagen sie alle. Weiter so. Mann, ey, ist ja gut. Wissen wir doch! Dann wäre das Spiel ja schon vorbei. Meine Fresse hier, das ist das Schneckentempo. Gutes Mädchen. Nix. Das ist nur irgendeine dämliche Regel im Spiel hier. Noch langsamer geht nicht, damit danach echt. Fahre langsam, dann fahren wir schon rückwärts. Schnarch. So, ist dort der Zielpunkt. Weil wenn das so ist, dann natürlich gerne ein bisschen schneller fahren. Weiter. Angst. Angst. Also natürlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch ein bisschen fies ist. Weil im Prinzip 1868 abgeschlossen, jetzt 1888 und dann hatten wir aber auch schon Erinnerungen vom Ersten Weltkrieg. Und dort war ja auch von Jack the Ripper nichts mehr zu hören und so. Und wegen der Enkelin, also von Lydia Frey, da wissen wir, dass die Enkelin von Jacob ist. Also kann man eigentlich annehmen, entweder lebt Jacob hier noch oder aber er hat bereits eine Tochter, Sohn, wie auch immer. Danke für Ihre Hilfe bei der Ergreifung des Verdächtigen, Miss Fry.
Danke fürs Hineintrampeln. Ich wäre tot und könnte meine Unschuld nicht beweisen, wenn Sie nicht gewesen wären, Miss. Ja, also sprich, man kann trotz allem schon gewisse Rückschlüsse zu treffen. Aber naja, ja, machen wir 4 Sterne, weil es so langsam fahren ist schon ein bisschen sehr nervig. Aber gut, wenn man sagen, in dem Tempo wollen wir so weitermachen. Weil schätzungsweise pro Part halt eine Erinnerung, sagen wir jetzt mal, war, plus eine Aktivität. Müssen wir relativ schnell vorwärts kommen, obwohl die sind sowieso bald durch und dann... Also ganz ehrlich, 5, 6 Folgen, mehr erinnert jetzt mich nicht ein. Ich glaube, Dead Kings damals bei Unity ein bisschen länger gedauert war. Aber naja, gut, man kann natürlich auch noch die... Man sieht es auch hier, sind ja nur Ibis-Erinnerungen, dann kommt noch Attentat und was sonst noch alles kommt. Und da bin ich halt vor allem gespannt, was hat das eigentlich für Rückschlüsse auf die Gegenwart? Weil das sind ja Erinnerungen, oder? Die müssen in der Gegenwart auch wieder verwertet werden. In der Hinsicht... Jo, wir sind also hier, da wird es direkt weitergehen. Ja, für den nächsten Part ist noch das... Weil Kopfgeld... Ah, das Kopfgeld war. Na, Kopfgeld ist ein bisschen doof. Kampfclubs. Naja, gucken wir mal, wa? In der nächsten Folge wieder. Fähigkeitspunkt Toll einhalten. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschüss.